ons helpen om dat woord klaar verbringen. So, ik heb over de jaren met deze vrouw gekämpft. Ik heb veel gewonderd, waarom zie ik hier? Te wat zie ik hier? Wat is mijn oorzaak? Waarom heeft God mij gemerkt? Nicht? En ik wonder als sommige van jullie ook met die vrouw gekämpft hebben over de jaren en je wondert, te wat zie ik hier? Nog een weg waar we dat kunnen zeggen is, wat is mijn mission? Nicht? Wat is mijn mission? En ik had deze boodschap eenmaal gegeven, niet hier over 6 uur. En wat mij aanhouden wer mij aanhoudt wie een jonge man. We moeten zijn een 15-jarige jonge man. En vele van de jonge mannen wat ik getroffen heb, of wat ik kan doen, die weten gleich, waar zal ik gaan, wat zal ik doen met mijn leven, niet? En zo, met dat merk ik deze boodschap uit, en nu wil ik dat hier verbrengen, wegen mij dat naar hem aanhouden. Ik geloof dat het wichtig is dat we weten te wat we hier zijn. So, ik wil je vragen, what's that, op Engels zou ik zeggen, what's the most spiritual thing you can do? What's the jesseljes ding wat du kan doen? What's the most spiritual thing you can do? En ik geloof, veerten geloven we zo dat we zijn, gewoon missionair zijn somewhere, niet? Ergens wo den Evangelium verpredigen. En dat is zeer wichtig. Ik wil dat niet zo merken hier dat het niet wichtig is. Maar veerten vergeten we dat onze arbeid, dat onze Kinder abtragen, wir sagen für die Frühmenschen, Kinder abtragen, nicht? Unsere Arbeit und unsere Tus in Ordnung holen, ist auch sehr wichtig. Und so, von der Morgens will ich anfangen mit einer Geschichte. Und ich habe die Geschichte bloß abgemerkt, aber wir wollen bloß denken hier. So, wir wollen sagen, dass wir ein Military General, die dat zijn soldaten, zijn beste soldaten rijden. Hij dat hij on een airplane nap, je hebt een parachutes, dan schakt hij die naar een ander land, om de fiend kampen. En zo, die hupsen niet een airplane route, en als die op hier opkomen met ihre parachutes, dan kijken ze alle een naar de andere en vragen, oké, wat zullen we nu? En die weten gleich. So some van die gaan vingen een kleine stad en die merken ze zich door toezicht, die dan scheitig bloß zaten en drinken koffie met die mensen door en some van die bezoeken zich en vergeten waar ze hier zijn en andere van die gruwelen zich in raan voor de boy en versterken zich. En zo, een week later vond de general zijn soldaten, hij vond die op de radio en vraagt, hey, wo jet dat dort? En die zeiden, wir sind noch nicht dood. Aber die wundern, zu was sind wir hier? Nicht? Keine kluge General, keine General wird sich dort seine besten Soldaten reinchecken und die keine Mission geben. Nicht? Die weten nicht von, was die tun sollen. Nicht? Keine General wird so tun, und uns Gott hat auch uns eine Mission gegeben. Nicht? Die haben uns nicht verbiestert, oder die haben uns das klar gemerkt in seinem Wort, was wir hier sollen. Nicht? So, ich will nur dort kijken von der Samaris. So, Stanley, die lost all uit Genesis. Aber ich will Ihnen ein klein bisschen Overview geben, wo ich kann will von der Samaris. So, ich werde das wichtigste fragen und das antworten. Was ist die Mission? Und dann werden wir ein bisschen Geschichten hören von anderen Männern, die an Mission sind gewesen. Und die Botschaft ist ein bisschen alle nur die Männer angedreht, aber ich glaube, wir wollen alle hier was rauskriegen. So, even die Frühmenschen, nicht alles. So, dann werden wir nur den Unterschied kijken zwischen der Mission im Ganzen und die Aufgaben, würde einer auf Deutsch sein, die Assignments, die Mission im Ganzen und die Aufgaben, die special Gute Worten, was Gott
von strijd gemerkt habe. Und wo die verschieden sind. Und wir ein bisschen gucken, nu, wo kann wir uitvinden, was diese Aufgaben sind. Und dann werden wir ein kleines bisschen nur sein, was kann uns ein Hindernis sein in unserer Mission. Und dann wollen wir ein bisschen sein, wo andere Menschen unsere Mission beeinflussen tun. Freund, euer Leben und so weiter. Und dann werden wir ein bisschen gucken, wo können wir Reitmerken für unsere Mission und wo können wir dort erfüllen. So, ich wollte es einmal lesen, Stanley hat das jetzt gelesen. Aber wenn wir wollen sein, was unsere Mission ist, wir müssen nur das Anfang tun. Nicht? Ich weiß, Johnny Lowen hat uns 3 Botschaften gebracht an Genesis, an 1. Mose, wo das alle angefangen hat. Und ich will 3 durchgehen, wegen das ist so wichtig, dass wir das klar haben. Wenn Gott das alle, wenn Gott das alle gemerkt hat, er hat ein sehr kleines Sinn, oder ein kleines Ziel, wo er haben will mit all das. Und so, das sage ich hier in 1. Mose, Kapitel 1, Vers 26, 28. Und dann sieht Gott, weil wir Menschen merken, dass so als wir sind in uns liegen. Lut entmachen über all die Fasche mehr, über die Fehl in der Lauf, über das Fei und über die wilde Tieren und über alles, was du kriegst. Und Gott merkt Menschen, die so wären als Hei. Nur sein Plun. Sie hat eine Plun mit all das, nicht? Er wird sehr bedenklich, der wird nicht von ungefähr. Er merkt Mannsmensch und Frühmensch. Und Gott sehen die und sagt, möchte ich Kinder haben und über die ganze Erde vermehren und über die Erde regieren. Je soll Macht haben über die Fisch im Meer, über die Vögel im Lauf und über alles, was du auf der Erde lebt. So dus das Idee von über die Erde regieren, nicht? Hört sich meist mit grülich. Aber wir sollen Macht haben, wir sollen Überhand haben über alles, was Gott gemerkt hat. So Gott ist allmächtig, nicht? Er könnte sehr leicht Salz tun, nicht? Aber er hat für uns als Menschen gemerkt, in sein Bild oder in sein Likeness. Und er sagt, wir sollen das regieren, wir sollen das Erdball Überhand haben über alles, was du lebst. Und so du sind 5 Dinge hier. In der Deutsch, das nicht ganz korrekt ist, das in Englisch steht, aber in Englisch, das sagt, be fruitful. Das fruchtbar sein, nicht? Und das meint Kinder haben, und das meint auch, ich glaube in unserer Arbeit, nicht? Unsere Arbeit, das soll Frucht tragen, nicht? Wenn du ein Business hast, und dort merkt euch Geld, was dann? Dann wird es nicht sehr lang holen, nicht? Ja. Weil mal sein Bienen dort, wenn sein Business nicht Geld merkt, was gibt es dann? Mit der Tugend, nicht? Wenn es nicht Frucht tragen, dann mit der Tugend. So, wir sollen fruchtbar sein. Wir sollen uns vermehren. Wir sollen, auf Deutsch, dann sagt er, multiplizieren, nicht? Multiply. Das nicht bloß Kinder haben, aber hat Großkinder, nicht? Und Urgroßkinder. Und das soll mehr und mehr vermehren, das soll mehr und mehr Menschen geben, was Gott anbeten tun und was den himmlischen Vater verherrlichen tun. Dann sagt dort viel. Dort Erdball voll merken, nicht? Dort Welt voll merken von mehr Menschen, von mehr Businesses, mehr Häuser, mehr schmacke Gebiete, mehr Staaten, nicht? Und dann Nummer 4, das sagt subdue. Das wird sein, eine Überhand haben über alles, nicht? Subdue. Wenn du vorbei eine Stadt fahren lässt oder einen Hof, du sitzt, das krüht alle wegen, das ist alle ungewaschen, der Tun ist ganz durchgebrochen, der Schaf hat ein paar Bita Isa, oder das verpült und verpust. Das ist nicht Überhand haben, nicht? Das ist nicht, dann der Mensch, was dort ihn, der gleich sehr Fan regieren, nicht? Und nicht nur mein Haft kicken, was vielleicht auch was fängt, aber wir sollen in Überhand haben über alles. Wir sollen das regieren. So, das ist der erste Ding. Und ich weiß, wir denken an, weil das
zie dit wie fair zijn in de wereld aankomen, niet? Dit wie fair dat alle rofjink, fair dat alle, we zijn op Engels de fall, fair dat alle rofjink. Dat we God zien plan, dat is wat hij hem zijn had. So, wie leidt dat? Wij willen nu Adam kijken. Die weer het eerste man, die zal dit mission ervullen. En hij kan het gleich alleen doen, niet? Wat fehlt denn? Dan fehlt een vrouw, niet? Een helper. Op Engels zegt het help meet. En zo Adam en Eva zullen taub. Durch dat eigen leven, durch een familie buien taub, zullen die dit mission ervullen. En dan zullen die kinderen gaan en die kinderen zullen krijgen ze start en dan zo wieder en zo wieder. Dat is een mission ervullen. En zo, God maakt Adam en hij duidt hem in garden aan en zegt, hey, nu doe hier schaffen, work this garden and keep it. Niet? Doe hier schaffen, maak dat smakelijk. Take care of it. En dan bracht God al die tieren naar Adam, niet? Dan zal hij de alle noem geven. Hij is Evadei. Hij is Evadei. En dan, te goede laatst, dan maakt God nog Eva en bracht hij nu Adam en zei, alright, nu doe. En dan zegt dat Adam, jij haar noem, Eifje, niet? En dan hadden ze kinderen, right? Deden ze dat mission ervullen. Maar dan hebben we Jezus. So Adam weer de eerste Adam, niet? En dan Jezus als de tweede Adam. En zo Jezus, hij had een beetje een andere mission als bloos wat Adam had, niet? Hij deed schaffen, hij deed de familie uithalten. En hij weer, zoals weer te houden, hij weer een carpenter, niet? En ik geloof, hij deed een fijne arbeid, niet? Voor de eerste 30 jaar wat hij hier op aarde weer, deed hij schaffen. Maar dan de laatste 3 jaar, dan had hij een bijzondere ministry, een bijzondere mission. En dat weer om de mensen met God verzijn, niet? Dat weer God zijn mission voor Jezus zelf. Maar dan geeft Jezus ons nog een mission. Hij zegt, goed en merkt nu val je van mij, van alle volken, niet? Disciples zijn we op Engels. So, nu wil ik dat alle taub met z'n taub zijn, dat we zeer klaar zijn aan wat ons mission is, dan wil ik met kijken nu de opgaven. So, de eerste part van ons mission is, we zullen, op Engels würde ik zeggen, image God, we zullen God zijn Kinder zijn en dan vergelijken, nicht? In zijn likeness zijn. En so dat meint, we zullen hier schaffen, we zullen vruchtbaar zijn, we zullen Kinder haben en we zullen het Erdball volmaken en regieren hier op Erd. Nicht? So dat is de eerste part. Dat hebben we goed gelezen. Maar dan in Markus kapitel 12, vers 30 en 31, dat zegt dat de grootste gebod is dat we zullen den Herrn leven met al ons hart, ziel, verstand en kracht. En dan tweede, we zullen ons nu bij zo leven zoals we onszelf doen. So dat is de tweede ding dan. We zullen hier op Erde regieren en God nu doen. En dan zullen we God en mensen leven. En dan de derde ding is, we zullen nu volgen van Jezus maken. Dat is de derde ding. So dat is actually zeer klaar. Dat is niet, de vriend wil ons alle verbeteren dat we niet klaar zijn aan wat we zullen doen. En dan gaan we ons bloß alle om zich strijden en druk houden met strijden en voor onszelf zorgen en zo wieder. Maar God heeft dat zeer klaar gemaakt. Wat ons opgave is, wat ons ziel zal zijn. En wat hij in zijn heeft voor ons. So durch ons geloven in Jezus, zal alles wat we doen, durch ons geloven in Jezus, alles wat we doen, zal een van deze 3 dingen, of alle 3 van deze dingen doen. Or doen. So, I mean, met nu van Jezus merken, dat vangt dan in hem aan, niet? Dat vangt in onze huizen aan, thuis, met onze kinderen. En dan van daar zal het verspreiden, niet? En meer nu van Jezus merken. So, durch geloven in Jezus, alles wat we doen, heeft met die 3 dingen te doen. Niet? Dat zal wenks. Wanneer het niet heeft, dan doen we ons mission niet ervullen.
Wir waren trainen dort gehen und durch weiter kicken, aber nu werden wir ein bisschen nur die Aufgaben kicken. So für eine lange Zeit hatte ich immer im Sinn, dass ich würde something sehr Großes tun mit meinem Leben. Oh, als ich ein kleiner Junge war, dann dachte ich so, man, ich würde ein großer Scientist sein, oder ich würde Bücher schreiben, oder ich würde something Großes mit meinem Leben tun. Und vielleicht habe ich auch so gedacht. Aber ich dachte, dat we bloß mal ein großes Ding sein. Ich kijk naar al deze mensen met zo'n grote dingen deden met ihre levens. En ik dacht, ik wil ook zo'n grote ding gaan. So ik leerde bloß, wat ik dat grote ding wil zijn er uitving, niet? Wat dat eerst kwam. Maar dat kwam never wat door. En zo über dem war ich an, dat mir war eine Vers wichtig. Dat ist Epheser Kapitel 2, Vers 10. Und ich wollte das hier ein bisschen übersetzen. So, das sagt hier, dass wir seine Verarbeitung, er hat uns gemerkt, nie gemerkt in Jesus für gute Worte, dass wir gute Worte können tun. Was Gott gemerkt hat, vorher, dass wir sollen in die gehen. Nicht? So hat diese gute Worte gemerkt für uns, dass wir sollen tun. Nicht? So für jeder ein von uns, er hat gute Worte gemerkt für uns. Er hat uns nie gemerkt in Jesus Christus, dass wir sollen diese gute Worte tun. Diese gute Worte tun uns nicht raten. Nicht? Wir können uns selbst nicht raten. Das gibt uns nicht Erlösung. Aber er hat uns erleist, dass wir gute Worte tun. Ist das klar? Merkt das Sinn? So er hat diese gute Worte gemerkt für uns, dass wir sollen das tun. So, dann meine Frau fragt erst, was sind meine guten Worte? Herr, was hast du für mich? Was von der Arbeit hast du für mich? Und so, ich glaube, das ist eine wichtige Frage zu stellen. Was sind meine guten Worte? Matthäus Kapitel 5, Vers 16 sagt es dit. Laat je licht zo dagen voor mensen dat die jene gute Worte zijn en die Vader weer in Himmel is verherrlichen. So diese gute Worte, die sollen die Menschen nur Gott wiesen, nicht? Die sollen ans himmlische Vater verherrlichen. So, wo können wir diese Aufgaben, würde ich sagen, uitvingen? Wo können wir uitvingen, was diese sind für uns? Und ich glaube, das sind wenigstens 6 Dinge, was wir können nur kicken, zum sein. Was sind meine guten Worte? Was soll ich tun? So, erste ist, was interessiert dich? Und hoffentlich ist das nicht bloß ein Game spielen. Aber was interessiert dich? Sie, some von uns vergleichen, wenn wir können Preisen oder Dinge merken oder vielleicht uthalt, was bühen oder Hisa bühen oder Truck fahren oder Airplanes fliegen, wenn wir Stanley sind. Verschiedene Dinge interessieren uns, nicht? Und wir sind nicht alle dasselbe. Wir sind ganz verschieden mit so. Nicht? Ich gleich mit Vira zu schaffen. Andere Menschen, die gleichen nicht mit Vira zu schaffen. Ich kann bloß nur meine kleinen Jungs kicken und ich kann sagen, man, das hat gleich Dinge zu bühen, das hat gleich Dinge einzunehmen, zu fixen. Und das hat gleich Spiel zu horchen und Spiel zu merken. So, wir sind alle verschieden mit so. So, was sind die interessieren? Was interessiert die? Das ist ein Ding. Wenn ich glaube, Gott braucht so, nicht? Er hat dort in uns nennen, dass wir verschiedene interessieren haben. Der zweite Ding ist, was sind deine Gaven? Nicht? Was sind deine Gaven? Oder auf Englisch würde ich sagen, Gifts and Strengths. Auf Deutsch, das ist, ich glaube, Stärke. Was sind deine Gifts, deine Gaven und nicht deine Schwachheiten, aber wo bist du stark? Wo andere nicht das immer stark sind. Ich weiß, das fand ich, wie viele Menschen haben die gesagt, hey, du hast so eine Gabe. Oder hat erst wem die gesagt, hey, du bist gut mit so einem Starter, du kannst so sehr Fans steht. Wir vertellen vielleicht nicht von so, nicht? Wir wollen der andere nicht merken, prideful sein, nicht? Dass er soll sich groß tun, nicht? Aber wenn Gott uns diese Gaben gegeben hat, dann haben wir eine Abgabe, die zu brücken, nicht? Die zu erkennen und zu brücken. Und so,
I guess ein Trouble ist, wir weit nicht immer, was unsere Guven sind, wenn das uns leicht, nicht? Ein Ding, was mir leicht ist vielleicht John schwor, oder, ein Ding, was die leicht ist mir vielleicht schwor. Und wir glauben, dass all die Menschen sind Christus uns, nicht? So, für mich, ich kann was lesen und das bloß im Denk holen und das bloß durch. Ich kann es schön durchlesen, nicht weiter, ich kriege was sagen, dann kann ich den nächsten das sagen. Das ist mir sehr leicht. Aber wir sind nicht immer all als es dort. Und so, ich würde sinnig schon lernen und ich dachte, everybody else, wir kriegen so. Und wir gleich und dann wird es schwer für all die anderen. So, wir müssen dort ein Denk holen, wir haben Guven, was Gott uns gegeben hat. Und die Guven sind reid gemerkt, dass wir können unsere gute Worten tun, was Gott für uns reid gemerkt hat. So, ich war nicht ein Basketballspieler sein. Ich sehe nicht so groß. Und ich sehe 34, so ich sehe zu alt, um really viel mit dort tun. Und das ist mir ganz und don't. Aber ich habe andere gute Worte, was Gott für mich reid gemerkt hat. Und der hat mir die Sache wie Sache wiesen, was das ist. Der dritte Ding ist, was die schwor am Hort? Was liegt die am Hort? Wir haben alle welche Probleme, was uns sehr stieren und bodern tun. Dinge, was in der Welt sind, was wir wünschen, dass wir nicht so dort. Dinge, was uns schwer sind. Und nicht unbedingt bloß sind, was uns persönlich schwer ist, aber Dinge, was, wenn wir sagen, vielleicht ist uns das schuld, dass so viele Abortionen sind. Nicht? So, das ist uns schwer am Hort. Nicht? Und ich würde sagen, ein Burden. Wo wird ein Burden sein, John, auf Deutsch? Anybody? Nicht eine Bedrängung, nicht? Das ist einmal eine Schwierigkeit. Ja, Schwierigkeiten, was in der Welt sind, was uns anhalten sind. So, für some Menschen, das badet ein, dass du Orphan sind, nicht? Ich weiß, Stanley und Kim, uns hast das am Hort gewusst, dass du Kinder sind mit keinen Eltern. Und so, das ist ein Burden, was wir drehen tun. Und ich glaube, das ist something, was uns kann wiesen. Gott sagt, hey, check mal. Das ist mir am Hort. Das ist mir schwer. Weil wir diesen Problem versuchen zu lösen, nicht? So ich glaube, Gott gibt uns die Schwierigkeiten. I'm sorry. Ich wollte mich hier lernen, von das Morris. So, diese Schwierigkeiten, er gibt uns die, dass wir können ein Part von wir können dort lesen mit einem Taub. So, Nummer 4, unsere Verhältnisse. Wir haben alle besondere Verhältnisse, nicht? Deine Circumstances sind nicht das meine, nicht? Und meine sind nicht das deine. Aber wir haben alle besondere Verhältnisse in unserem Leben. Und wir können nur da kicken und sagen, okay, ich würde sagen, mein Schwiegerbruder, der hat uns Company nur an. Und er ist der Boss von unserer Company. Well, er hat ein besonderes Verhältnis. Er wird sehen von dem, was das Business anfängt. Und so nun hat er ein bisschen in Abgabe, um dort wiederbringen. Nicht? So das ist ein besonderes Verhältnis. Was sind deine Verhältnisse? Und was kann wir dadurch sein? Was hat Gott uns gegeben, zum schaffen? Nicht? Nummer 5. Wenn du 3 Kirchen hast, wo bist du fruchtbar warst? In 3 Tiden. Wo hast du könnt eine Differenz merken? Das ist ein Beispiel wird sein für uns. Wir sind in Foster Care gewesen und wir haben 10 Kinder an uns gehabt und 5 von denen haben wir adopted. So, das ist Frucht, nicht? Wir haben Frucht getragen mit Adoptions. So, wenn du 3 Kinder hast, wo bist du fruchtbar gewesen? Dort kann uns in Idee geben, an wo Gott uns wieder will brücken. Merkt das Sinn? So, Nummer 6. Wir haben Freunde, wir haben andere, wir haben jährliche Futter über auch unsere Eltern und andere Menschen in unserem Leben, die uns können sagen, hey,
du sollst mal dit doen. Ik had eenmaal een vriend die zei, ik geloof deze speaker schrijven. En ik deed mijn eerste boek schrijven, nu dat. Mijn vriend zei, du kan speaker schrijven. So, we hebben onze vrienden, vrouwen, we hebben onze mentors, vrouwen, onze ouderen, de andere mensen in onze levens, om een idee te krijgen. Hoe kan we bruikbaar zijn? Niet? Hoe kan we vruchtbaar zijn? So, nu hebben we een beetje gekeken naar de hindernissen, wo de feind jeng ons schaffen wil, om ons van ons missie voethouden. So, de eerste ding is distractions. Weet je wat ik meen wanneer ik distractions zei? Ik geloof dat het ablenkungen, something like that. Distractions. Wat zei staat op Duits? Ik kan geen woord voor dat ding. Eenmaal wanneer zijn, ik verziek je zij te studeren. En dan brizzelt somebody door. En brizzelt en zegt, hey Johnathan, hey. En ik verziek je zij te studeren. Hey Johnathan, nou wat? Dan dat is te me distracting, niet? En zo de vriend wil ons ook distracting van deze missie. Die wil dat niet gaan, dat we zullen deze missie ervaren. Hij gleicht dat niet. En zo hij wordt jeng ons feiten. So ik denk aan Samson en Solomon. Die hadden bad trouble met alles hing aan, niet? En die deden bad van de ganz distracting. En Solomon die had over hem 700 vrouwen. En dat is erkelijk, niet? En die deden zijn hart van God voorstellen en nu afjetten. So, de vind wil ons distracting. Nummer 2 is veelheid. So ik denk aan koning David. Dat zegt, in de maand waar de koning nu kreeg ging, weer hij thuis. Niet? En hij jet raam op zijn chauffeur op een dak. En op eenmaal zit hij door een boot en mumpje zich, niet? En guess what? Hij jet een grote zin en dat zijn recht en alles verbreken. En dat is plus zeer erg voor den, wegen dat zin, niet? En zo, wanneer hij weer in een krijgje was, dan weer hij niet zo, had hij niet zo'n temptation gekregen, niet? Zo, de derde ding is, we gruwelen ons. Denk er maar aan Gideon. Gideon, die zal jeng de Midianites vechten. Niet jeng de Mennonites, maar de Midianites. En God zegt, hey, du was jeng de vechten en du was de Israëlieten erlezen van deze Midianites. En hij zegt, hoe zal ik weten dat du mij werkelijk roepen des? En dan hij dat God met brieven niet zijn, hey, wanneer dit niet is en de andere het niet is, dan en zo verder. En zo finally komt hij wat door dat hij dat actually jeng de Midianites vechten, maar hij gruwelt zich. So we gruwelen ons ook. Ik denk aan nummer 4. Vechten zijn we verbiesterd, niet? We geloven gleich dat waarheid. En zo, ik denk aan Saul. We kan den als Paul, niet? Over Saul. Die dacht hij deed God doen, niet? Met christendood meer, niet? Hij ging allebei in de raam en meer christendood. En dan over hem werd dat klaar. Jezus zei, hey, no, du des ging mij vechten. En hij dacht zo, oh, no, ik dacht ik deed die doen. No, du des ging mij vechten. Oh, okay, so dus op Engels wil ik zeggen lies and deception. So we zijn verbiesterd. En dan nummer 5. We zijn gleich reitgemerkt. We zijn lack of preparation. So denk aan Moses. God roept Moses en zegt, hey, ik wil die te dit en dat brengen. Du was de Israëlieten erlezen en uit dit land uitbrengen. Uit de slaverie. En dan zegt Moses, oké, ik wil het doen. Ik kan het doen. En zo hij jet raam en hij zit en door dat in Egypte, man, hij klapt in Israëliet. So Moses neemt en merkt in
Egyptian dood, nicht? Und der hat das Schwinn unter den Sand gerufen. Und er ist bald in Trouble, und weil Pharao will am dood machen, nicht? Der Pharao. Und so dann schickt Gott im Wildnis für 40 Jahre, was er ist 80 Jahre ist. Dann kann Gott am Brücken. Dann ruft Gott einmal weiter und sagt, hey, nu bist du reid. So, wir ist nicht reid, nicht? So, ich gleich fertig sagen, wie ich reid. Und mit dort will ich ein Quote mitteilen. Ich wollte versuchen, ich wollte auf Englisch lesen, dann wollte ich dort auf Deutsch versuchen zu lesen. Und sollen es wieder was rauskriegen. So, Winston Churchill, der said, to every person there comes in their lifetime that special moment when you are figuratively tapped on the shoulder and offered the chance to do a very special thing, unique to you and your talents. What a tragedy if that moment finds you unprepared or unqualified for work which could have been your finest hour. So, auf Deutsch sagt er, für jeden Menschen gibt es im Laufe seines Lebens diesen besonderen Moment, in dem man ihm im übertragenen Sinne auf die Schulter klopft und ihm die Chance bereitet, etwas ganz Besonderes zu tun, das einzigartig für ihn und seine Talente ist. Was für eine Tragödie, wenn Sie in diesem Moment unvorbereitet oder unqualifiziert für die Arbeit sind, die Ihre schönste Stunde hätte sein können. So, ich weiß, dass klar ist, was er sagen wird. Aber er sagt einfach so, wir haben alle eine special Arbeit, was Gott für uns hat. Und das meiste ist somebody, der uns an die Schulter klappt und sagt, hey, nu ist deine Zeit. Was right? Und das ist so schön, wenn wir nicht für dort Zeit reit sind, nicht? So mit dort im Sein, werden wir ein bisschen wieder kicken hier. Denkt mal an David, er wie ein kleiner Schubhort, nicht? Und als er mangt das Schub wir, und er für die Sarien, kam durch eine Lev, und der Lev wollte einen Schub weichstellen, nicht? Aber was sagt David? No, aber nee, du willst nicht meinen Schub wegnehmen. Er mögt den Lev dort, und kam durch eine Bohr, er mögt den auch dort, nicht? So, er für seine Schubfährten. Aber dann Lothar wird er wieder kriegt, nicht? Um seine Brüder besiegen und was Eten zu bringen. Und du wirst Goliath, große Goliath wird du. Und dort dort Leben, dort Boah, Milch am Reit für Goliath, nicht? Wenn er nicht dort Leben, dort Boah hat dort gemerkt, wenn er nicht gut getan hat mit dort, wird er nicht sein Reit gewesen für den Giant, nicht? So, wenn wir ein bisschen nur sein, was können wir Reit merken für diese Mission? Viele von uns, wir sind all weit an den Mission, wir sind all ab dieser Mission, aber was können wir wieder und wieder Reit merken für dort? Und ich würde sagen, Nummer 1, wir müssen Gott seine Wort lesen und kennen lernen, nicht? Wir müssen in das Wort sein. Wenn wir nicht in das Wort sind und wenn das nicht die Authority ist in uns Leben, dann wollen wir nicht in Gottes Mission sein. So, wir müssen in Gottes Wort sein und das ist gleich schwer, jeder Tag in das Wort hineinzukommen. I mean, wir können dort even horchen, was wir schaffen da und wo immer. So, das ist gleich schwer. Aber wir müssen in Gottes Wort sein, in das Lesen, in das Weiten. Wir müssen dort in uns Wort verstärken. Nummer 2 wird sein, das wird besonders für die Jungen sein und für die Männer. Aber wir müssen in Brüderschaft haben, in Gruppe von Männern, die ab den selben Missionen sein. Weißt du, was ich meine? Wir müssen, ich würde sagen auf Englisch, wir müssen a brotherhood of like-minded men to be on mission with haben. Wir müssen eine Gruppe haben. Nicht? Wenn einer will Workouts tun, ich weiß, viele von euch sind tun, aber wenn du Workouts was tun und was große Muscles haben und in besserer Shape sind, wenn du allein dort bist, du wirst mal so weit kommen. Nicht? Sehr wenig Menschen können
kann sehr weit kommen mit Workouts, wenn die allein tun. Aber wenn du eine Gruppe, 2 oder 3 andere junges Männer hast und die tun dann das einer Fuß viel Dollar. Nicht? Und dann weit's Fuß, das Klock 15 Uhr ist und einer weicht ab und hat eine old message, hey, are you coming to the gym? Oh, ja, ich will mehr Fuß tun. Nicht? So wie uns fehlt dort an einer den anderen, dass wir eine Gruppe haben, wie eine Bruderschaft haben, würde ich sagen, eine Brotherhood of like-minded men. Aber das wir machen für das sorgen, nicht? Das wird nicht versalzt worden. Nummer 3, wir machen, ich würde sagen, das wird sich vielleicht von hier, aber wir machen Fudasch siegen. Fudasch im Jässlichen wird uns kann ersteuern, nicht? Mentors, würde einer vielleicht sagen. Wir machen Mentors haben, dass wir kann in Weisheit wachsen und tun. Nummer 4, wir machen für diese fleischliche Körper sorgen, nicht? Wir machen sein gesund zu bleiben, so gut es wir können. Besonders als Männer, wegen wir haben Arbeit zu tun. Und wir machen Fetten und Kämpfen gegen die Südhunden in seine Macht. So, wir machen auch wir wollen jässlich gesund sein, aber wir machen auch physisch gesund sein in unserem Körper. Nummer 5, wir machen lesen und lernen, nicht? Because denk mal, unsere Kinder, die kicken nur uns als Fudasch und die glauben, dass wir weiten alles, nicht? Wenigstens für eine Zeit glauben die Kinder, oh ja, Dad weiß alles. Aber wir machen lesen und lernen, wegen die Kinder, die haben Frauen, die wollen Dinge weiten. Und wir machen, ich sage auf Englisch, read widely to grow in knowledge. Viele von den Israeliten Männer, die haben das ein bisschen stitt. Wenn die ein bisschen knapp und Geld sind, die haben nicht genug Geld, um alle die Kinder in der Schule zu schicken, dann tun sie bloß ein Lieder annehmen für sich selbst, dass die die Kinder lernen. Merkt das Sinn? So, wenn wir so eine Anstellung haben, dass wir wollen lernen und wachsen und teilnehmen, even in Verstand, und intellectually, dass wir können unsere Kinder und unsere Familie später leiden und andere auch helfen. Und dann Nummer 6, wir machen verschiedene Dinge ausprobieren, zum Lernen, nicht? Viele Mal, wenn einer was ausprobieren hat, dann lernt einer das Tollste, nicht? Einer kann von was lesen, oh, okay, ja. Aber dann, wenn einer das probieren hat, dann weiß einer, oh, okay, das wird es schaffen. So we need to do different things to gain experience and understanding. Und dann Nummer 7, we need to keep in step with the Spirit. So wir machen dort yes nugun, nicht? Und mit den yes Hope schaffen. So, wo kann wir dann, wo soll ein Mann, ein göttlicher Mann, wo soll er Decisions machen? Was ist das? Entscheidung? Wo kann wir Decisions machen in unserem Leben? Wo do wir wählen, was zu tun? Because wir haben immer Decisions zu machen, nicht? Oh, do wir das, oder soll wir das tun? Oder soll wir ja tun? Wo kann wir Klarheit haben mit so? Und ich würde sagen, eine einfache Weg zum Klarheit haben mit dort ist das. Wir können uns die Frage stellen, das meine Mission wiederbringen, was Gott mir gegeben hat, oder das meine Mission trägt. Das ist ein leichterer Weg zum sein. Und eine Weg würde sagen, ist das ein von meinen Aufgaben? Ist das ein von meinen Assignments, was Gott mir nur open hat, oder nicht? Wenn er nicht hast, dann soll wir den Tag looten, nicht? Das sind viele Dinge, was wir können tun. Da wird vielleicht schein gehen, aber wird nicht sehr behauptlich sein, nicht? Da wird nicht sehr Frucht tragen. So, ich glaube, das ist ein leichterer Weg zum Klarheit haben mit so. Und das ist immer, da sind viele Frauen, die wir würden kennen, Frauen. So, nu werden wir ein bisschen kicken an, wir reden ein bisschen von Frauen, aber von der Ehe leben. Wir wollen sagen, du bist ein junger Mann, und du wirst weiten, okay, wo kann ich meine Mission erfüllen? Well, ein Ding ist, die Mission, was Gott Adam gab und was wir alle haben, das kann bloß passieren, wenn wir Familien bauen, nicht? Du sind some Menschen, die
auf Englisch würde man sagen, the gift of singleness haben, nicht? Some Menschen, die sind gleich geraubt, eine Frau haben oder einen Mann haben, die sollen Single sein, und gewöhnlich, wenn diese Stadt sind, dann gehen die nur, wenn man sagen, Paulus. Die lebt mit kein Frau, und die tut Missionarbeit, und die lebt bis jeden Weg, nicht? Die wir immer im Gefahr, er sagt, I was in danger night and day, die wir 2 oder 3 Mal und mehr verdrunken, die wir fertig im Gefängnis, nicht? Die waren einmal gesteinigt, und die bedacht, die predigen und traveling, und danach die schaffen, für sich selbst sorgen. Like, du kannst nicht eine Familie haben und sonst dein Leben leben. Und die Familie ganz, dann kann nicht für die Familie sorgen. So, das ist eine besondere Geschenk, würde ich sagen, eine besondere Calling. Aber für die meisten von uns, wir wollen uns befreien, wir wollen Familien bauen mit unserem frühes Taub. Und das ist ein sehr powerful Weg, uns Mission erfüllen. Es darf Kinder haben und Familie bauen und Großkinder haben, Urgroßkinder haben und die Weg von Gottes lehren. Aber das kann auch ein sehr großes Hindernis sein, weil wir sagen, mit König Ahab, ich weiß nicht, woher auf Deutsch heißt, aber König Ahab, und er hat seine Frau Jezebel wie eine sehr böse Frau. Und sie hat dann eine Zeit ever verladen. Und das soll nicht so sein, aber wenn wir nicht Gott dienen mit unserem eigenen Leben, das kann sehr ans Drauf bringen. So, das ist eine wichtige Ding, dass wir eine gute Früh finden, nicht? Dass wir eine godly Früh finden. Ecclesiastes 4, Kapitel 4, Vers 9 durch 12, ich glaube, das ist Lehrer. Kapitel 4, Vers 9 durch 12 sagt, zu zwei sein, es besser als allein sein. Die haben ein Scheingun in dort, was sie tun. Und wenn eine Hand fällt, dann hält die zweite den ab. So, das sei ja behauptlich in früh haben in dieser Mission. Und wenn du an der selben Mission bist mit deinem Frühtaub, das ist nicht 1 plus 1 ist 2, that's actually dollars is 1 plus 1 equals 11. Ich habe einen Freund, heißt nu für mehr 30 Jahre befreit, und die haben 11 Kinder, und die haben Businesses taub, und die tun alle Sorten für das Reich Gottes taub. Und das sei jetzt sehr schön dort an zu sein, wenn dort die sind sehr fruchtbar mit was zu tun, und nicht bloß mit Kindern haben. So, und ich denke, als in Frühwelt 100 Mann soll, wo haben, der jet wo haben, nicht? Wenn er bloß rumpuckert und der zerstört und weiß nicht, wo er haben soll, der die Frühmenschen sehr oft drehen, nicht? Vielleicht ich hier zu viel Freiheit nehmen, aber der Welt 100 Mann weiß, wo er haben will, nicht? Und so, wir müssen dort klar haben, wo nehmen wir uns Familie an? Right? If you're the leader, wo do you han, like, du musst leiden, wo go you han? So, nu, to go to lots, wir kicken, wo kann wir das Mission erfüllen? So, die Mission ist, wir tun regieren hier über die Welt, nicht? Über alles, was hier ab ihr ist. Wegen das, was Gott uns hier hat. Das ist, was Gott uns hier hat. Nummer 2, wir sollen Gott leben und unsere Nachbarn leben. Nummer 3, wir sollen nur Feier von Jesus merken, von allen Völkern. Das ist unsere Mission. Das ist deine Mission, das ist meine Mission. Aber wir haben dann verschiedene Aufgaben, verschiedene Assignments, was wir tun, um die Mission erfüllen. So, der einzige Weg, wo du kannst diese Mission erfüllen, ist durch Glauben an Jesus. Wir können nicht denken, so, ja, ich sehe einen Mann, ich will diese Mission erfüllen, ich kann das tun, ich sehe stark oder was immer. Aber du kannst das gleich an Jesus tun. Das geht gleich. Du kannst gleich die Nummer leben, dass du die selbst leben lässt mit an Jesus, nicht? Weil wir wollen für diesen sorgen, nicht?
mit Jesus. So, Lukas Kapitel 17, Vers 5 und 6 sagt, dann sehen der Apostel zum den Herrn, steig ans den Glauben. Der Herr überseht, wenn ihr in Glauben aus einer Samenkorn haben, und zu diesem Maulbeerbaum sein würden, der soll sich uitrieten in ein Meer saaten, der wird jünt gehorchen. So, der sagen, hey, da uns Glauben ersteigen, hey. Aber er sagt, no, wenn ihr mal bloß so viel Glauben haben, das wird große Dinge können tun. Dann Matthäus Kapitel 19, Vers 26 sagt, und Jesus kijkt an und sagt, für Menschen ist das unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. So, die Mission, was wir haben, das ist eine unmögliche Mission für uns. Aber mit Gott ist alles möglich. Markus Kapitel 9, Vers 23 sagt, alles ist möglich für den, der glaubt. So glaube ich an Gott. Wir können sagen, man, das ist so schwer, ich habe all diese Schwierigkeiten, ich weiß nicht, was ich mit all das soll. Und nu soll ich noch über Hand haben, über alles in meine 5 Acker, meine 10 Acker, was immer das ist, das alle ungewassen, ich sehe sie drauf mit der Arbeit, und dann soll ich meine Kinder noch von Gott lernen, und ich soll noch für meine Frau sorgen, und mit our Freund sein, und dit und dort und ja, und dann soll ich noch nu von Jesus merken, like, wie kann ich das alle tun? Nicht? Das kann sich bloß unmöglich fühlen. Ich soll mich nur leben, ich soll all das tun, und ich verdränge hier mehr, nicht? Aber alles ist möglich für die, die glaubt. Für den, der glaubt. Und mit Gott ist alles möglich. Und nachher denkt, Gott hat uns einer den anderen gegeben, zum Halten, nicht? Wir sind gleich allein in das. Nicht? Wir sollen das taub tun, mit unseren Mentors, unseren Spiritual Fathers, mit unserer Brüderschaft, mit unseren Ehepartner, mit der Body of Christ, mit der Versammlung von Jesus. Und mit Gott sein Yes, nicht? Wir haben Gott sein Yes in uns. Er hat uns die Kraft gegeben, um das zu tun. Und ist das nicht besonders, wo Gott schaffen wird? Er wird leicht kann all das tun, all die ganze Mission tun sich selbst, aber er merkt Menschen. Wir können am gleich sein, nicht? Aber alles, was wir sein, ist, was die Menschen tun, nicht? Wir können die Menschen sein. Und wenn die Menschen von Gott diese Mission erfüllen tun, dort zu sein. Und so das meiste, dass Gott ist sehr demütig, nicht? Wir können am nicht sein, aber er lebt in uns und die Kosten Menschen sein und die dann diese Mission erfüllen. Das bloß, ich kann das bloß nicht begreifen, wo besonders das ist. So, zum Schluss, ich will uns mit sprechen. Jesus Christus ist der König über alle Königs. Er ist der Herr über alle Herren. Und er hat eine Recht hier, nicht? Ab Erd. Das Erdball ist sint und alles dabei ist sint. Und das sagt in Psalm 2, dass Gott hat ihm all das versprochen. Und nu sollen wir seine Recht bauen, taub mit am taub. So, ich will uns mit sprechen. Er ist der König. Wir sollen am dienen. Weil wir seine Recht bauen. Und das ist das sehen, was ich mit Ihnen mitteilen. Oder ich will Ihnen das sehen geben. Das sagt hier, möchte der Friedensgott, der uns Herrn Jesus den großen Schub hat, vom Tod freigebracht hat und durch sein Blut ein ewigen Bund reingemacht hat, und fähig machen für alle Gute und zum Tun, was sein Willen ist. Möchte er durch Jesus Christus dort wirken, woran er eingefallen hat. Jesus Christus trifft alle Ehe von Ewigkeit bei Ewigkeit. So, er wird uns reitmerken für das. Er wird uns das durch uns schaffen. So, wir beten. Himmlischer Vater, ich bete, dass wir wollen erstarkt sein, wir wollen reit sein, zum den Recht bauen, und
Herr, ik bid dat we worden druk zijn met die mission doen, met ondien mission zijn. En we worden dat onderkennen dat alles wat we doen is in die naam. Wils we schaffen, of wanneer we thuis zijn met onze families, of wanneer we in de kerk zijn, of wo immer we zijn, voordat we doen die doen, en we willen die mission ervullen. En voordat ik dank die dat u hast, ons alles gegeven wat ons fehlt, om deze mission ervullen. En ik dank u dat we hebben de oorzaak hier te zijn. En we hebben de hoopning. Wat veel groter is deze wereld, überdacht deze wereld, es dient. Alles hierbij in dit wereld, es dient. En we willen die verherrlichen met alles wat we doen. Vader, dankzij voor alles. In Jezus' naam. Amen. Right, dankzij Johnathan. So, das ist so ein Punkt, wat wichtig wäre, als wo weit wir, was Gott von uns will, was soll wir tun, was interessiert uns zu tun, wo sind wir stark an, was sind unsere Umstände, und wo haben wir mal einen Unterschied gemerkt, wo können wir sein, wo wir was können tun, was wir für Gott sein Recht haben, was wir tun, die Dinge sind, können wir uns fokussen und mit durchsehen, was Gott möchte von uns haben. Aber wir können versteht werden von verschiedenen Dingen. Wir können uns Leuten versteht sein, verschiedene Dinge. Nicht jeder sind selbst oder sind andere. Oder wir sind uns bloß Angst. Sind Angst für das tun. Oder wir sind Druck mit den rechten Dingen. Wir sind vielleicht sehr Druck, aber sind wir Druck mit den rechten Dingen. Und noch ein großer Punkt, wo wir bereit sind, wenn Gott uns rufen, das zu tun. Wo wir dann bereit sind, um das zu tun, was er für uns hat, zu tun. So, wenn wir immer an die Dinge denken, dass wir Gott hat uns hier für eine Ursache. Und ich glaube, das wäre, wenn wir das sein, direkt zu sehen, was ist unsere Ursache. Nicht und dann das tun und nicht Angst haben, dass wir uns Angst haben, das zu tun, vielleicht, aber wir machen das wegen danach bis fair in das tun. So. Dankeschön dafür. Und dieses Werk hat eine evangelische Werk, Dingsdag Jugend und Medwerk Care Group und Ansehen und Prayer Meeting. So, Menschen hier alle eine sehr gute Werk und sie gesegnet. Dankeschön.